Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Das mal ein bisschen später, einfach aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mir gesagt, du, es kann nicht sein, dass du eigentlich auf Prüfung lernst, aber nach irgendwie 2 Stunden schon aufhörst zu fahren lernen. Also und von diesen 2 Stunden ist über die Hälfte eigentlich nur Stadtfahren und geradeaus fahren gewesen und nicht wirklich Kurven lernen. Und jetzt bin ich nochmal auf dem Weg zu einer Strecke, die mir der Fahrlehrer empfohlen hat, die angeblich getestet wird. Und ich probiere euch die irgendwie in der Videobeschreibung zu verlinken. Also jeder, der irgendwie das Winti lernt, der könnte dort über die Strecke sozusagen getestet werden, wie er das fährt. Also für die anderen Leute könnte es vielleicht auch lustig sein, auch ein paar Mal schauen und runterballern. Aber ich empfehle es eigentlich vor allem denen, die das müssen können für die Prüfung. Genau, und das heutige Thema ist, warum habe ich ein altes Auto, oder was ist meine Philosophie vom, also altes Auto halt ein Occasionsauto und relativ viele Kilometer. Meine Philosophie ist, erstens mal habe ich kein Geld, um ein Auto zu finanzieren oder zu leasen, also die Anzahlung geht bei mir schon mal gar nicht, weil ich schon zu wenig Geld habe für die Anzahlung und zum Rauskaufen. Und egal ob das Auto schlussendlich dir gehört oder wie viel Leasing das hast, wie viel Prozent Leasing das hast, aber ich kann es nicht gern, wenn ich dann jeden Monat einen gewissen Betrag, 150, 200, 300, was auch immer, 500 Franken, 1000 Franken, was auch immer, muss jeden Monat abgeben. Das habe ich einfach nicht gern. Auch wenn das nicht verloren ist, auch wenn du vielleicht das als Auto sozusagen anzahlst jeden Monat oder wie auch immer, ob du im Schluss dotierst oder nicht. Aber ja, ich meine jetzt bei meinem Occasion-Auto, also abgesehen davon, wenn du ein Auto leasest, musst, also vielleicht nicht bei jedem, aber wo ich gesehen habe, muss man bei jedem Auto, das ich gesehen habe, Frau Berger, das war meine Hauswirtschaftslehrerin, die da läuft, oder? Ich glaube es. Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Nein, auf jeden Fall. Hat das anders ausgesehen? Nein, auf jeden Fall, wenn beim meinem Auto, mein Auto kostet mich Fixbetrag. Ich meine, in jedem Auto musst du, ausser das ist ein Elektroauto, aber sonst musst du bei jedem Auto musst zahlen, von dem reden wir jetzt gar nicht. Mein Auto kostet mich 100. Mein Auto kostet, danke schön, mein Auto kostet mich 100 Franken im Monat Versicherung. Und sonst kostet mein Auto mir nichts, weil ich alles auf einmal habe zahlen konnte, den Musterpreis. Ich sage jetzt mal einen Musterpreis von 5000. Ja, eben wie gesagt. Und das heisst, mein Auto kostet mich eigentlich im Monat nur noch die 100 Franken Versicherung. Und wenn du ein Auto finanzieren und 300 Franken musst anzahlen, musst du dann immer noch extra noch die Versicherung zahlen. Das heisst, bist du vielleicht bei, ich weiss nicht was, 400 Franken oder so pro Monat. Das ist einfach meine Philosophie dahinter. Also vielleicht kaufe ich mir mal ein teures Occasion-Auto, das vielleicht ein bisschen mehr Luxus hat oder ein bisschen weniger Kilometer oder so. Aber ja, eben, wenn es bei mir gut läuft, ich meine, ich habe jetzt ein Auto seit, ich weiß nicht wie viele Kilometer, 30'000 oder so seit am Anfang. Also ich habe seit jetzt einem Jahr habe ich 22'000 Kilometer gemacht und ich habe das Auto schon mehr als ein Jahr. Also, ja, also auf jeden Fall habe ich über 22'000 Kilometer gemacht, seit ich es habe, und habe jetzt die zweite Reparatur. Jetzt denken da wahrscheinlich viele Internet-Rambos, what the fuck, die zweite Reparatur hast du schon? Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die erste Reparatur, also abgesehen vom Service, das müsst ihr auch so zahlen. Ausser es gibt vielleicht Automarken, wo das irgendwie gratis ist, aber normalerweise muss man das eigentlich auch zahlen. Die erste Reparatur ist ein Keil reparieren und Spanner gewesen, sind glaube lass mich über, ich sage mal 600 Franken. Und die zweite Reparatur jetzt ist
weil es ein bisschen wie ein bisschen Wasser verliert, haben wir zuerst beim Wasserkühler ein bisschen, ich komme immer so weit über die Bus, haben wir ein bisschen, hat dort ein bisschen daran geflickt, aber jetzt wollte ich eine richtige, dass er richtig alles ersetzt und dass es wirklich richtig dicht ist. Das heisst, das kostet wahrscheinlich nochmal 400 bis 600 Franken. Oder, also einmal, letztes Jahr hatte ich eine Reparatur gehabt und jetzt habe ich eine Reparatur. Und ich finde das völlig legitim für so viel Mal, wie ich das Auto schon, so viel wie ich das Auto fahre. Ich fahre es ja ständig, ich fahre ja eigentlich nur noch den Opel, also den Audi fahre ich sehr selten. Und Mazda mittlerweile auch nicht mehr viel, oder? Von dem her, also das ist meine Philosophie dahinter, ein Occasionsauto zu nehmen. Es ist einfach um Welten günstiger als, und ja, oder, also egal ob ihr jetzt ein Auto kauft, das relativ neu ist, für vielleicht 15'000, 20'000 Franken, oder über ein richtiges altes kaufen für 2'000, 3'000, ja, ist so mein Ding. Ich habe auch schon oft gedacht, du, wo er immer auf dem Lift gestanden ist, also immer, bei jedem Mal, wo ich das Problem hatte, oder auch beim Oldtimer oder so, habe ich immer gedacht, komm, scheiß drauf, alles weg, alle meine Autos weg, kauft er lieber richtig ein neues oder tut er eins finanzieren. Aber dann tue ich mir immer über die Augen führen, dass es einfach viel teurer ist und dass ich eigentlich meine Autos habe, die mir Spass machen, oder? Ich kann ja den Audi, ich habe ja den Mazda, wo wir fahren machen, und dann brauche ich eigentlich gar nicht ja, ein anderes Auto. Oh, jetzt könnte es ziemlich dunkel sein auf der Linse. Oder das ist ja ein bisschen mein Ding, wo ich mir so denke, es ist ja nicht unbedingt verloren, es geht beim Finanzieren oder beim Leasen. Also wenn ihr das wissen, wie das läuft, was der Unterschied ist, könnt ihr gerne im YouTube danach suchen. Da gibt es sicher solche, die es besser würden erklären als ich. Oder? Auf jeden Fall denke ich, ja, wäre es das gewesen. Kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.